Das Böse, das hat wieder Oberhand gewonnen. Von mir. Dungeons 2. Der zweite Teil von Dungeon Keeper, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, neues Projekt von mir für euch. Dungeons 2. Noch nie gespielt. Wir beginnen gleich mit Es war der... soweit. Die Truppen des absoluten Bösen hatten die Allianz bis zu ihrer Hauptstadt Königsschlund zurückgeschlagen. Die Zeit für die finale Schlacht war gekommen. Macht euch bereit, die Allianz und damit das Gute in diesem Land ein für allemal auszuradieren. Ja, nieder mit der Gutmütigkeit. Nieder mit der Liebe. Nieder mit der Freundlichkeit. Macht mich das krank. Ja, Es war soweit. Die Truppen ja, des wissen wir absoluten doch. Es Ja, ja, war ja. einmal ein Königreich voller Blumen und Regenbögen, in dem immerzu die Sonne schien und eben mit all diesem anderen Gutmenschenkrempel. Dort lebte die Allianz der abscheulich guten Völker in unverdientem Reichtum, Wohlstand, Saus und Braus. Wie Doch es geht gab das von nur? dort auch einen Weg, der zu einem anderen Ort führte. Zu meinem Am Reich. Ende dieses Weges, hinter einem Loch im Felsen, lebte das absolute Böse. Nicht in einem simplen, schmutzigen, nassen Loch, das nach Schlamm und Moder roch, sondern in einem nach dem letzten Schrei der Finsternis eingerichteten Dungeon, vor dem sogar die Dunkelheit selbst Angst hätte. Ach Das war Quatsch. die Heimat zahlreicher unschuldiger Monster, die dort ein fröhliches und zufriedenes Leben im Einklang mit ihrer Umwelt genossen. Doch immer wieder kam das ekelerregend wohlduftende Gute in diese Unterwelt, auf der Suche nach Schätzen und Erfahrungspunkten. Viele ganz und gar nicht unschuldige Monster fanden dabei den Tod. Aber schlimmer noch, die Schätze des absoluten Bösen wurden gestohlen. Eines Tages, als wieder ein paar Helden seinen Dungeon geplündert hatten, war es dem absoluten Bösen zu viel und es beschloss etwas Neues, etwas Ungeheuerliches zu tun. An die Oberfläche zu gehen. Die Allianz versuchte sich zu wehren, doch die anrollende Horde des Bösen schwappte über sie hinweg, wie eine zornige Welle aus Äxten, Zähnen, Haaren und schlechtem Atem. Nach zahlreichen unerbittlichen Schlachten stand das absolute Böse schließlich vor der Hauptstadt der Allianz, Klopf, Königsschlund. klopf. Hallo, hier bin ich. Wenn ihr mehrere Kreaturen in der Hand des Terrors haltet, könnt ihr mit der Tabula-Taste oder durch Klicken der Fenster auswählen, welche als erstes freigelassen wird. Ja, ich habe das 1 ja schon ziemlich gern gespielt und jetzt freue ich mich umso mehr auf Dungeon, auf ja, Dungeon 2. Das Böse kann erwachen. Muss ich jetzt hier irgendwas drücken? Nö. Oh, die Grafik. Nach zahlreichen Schlachten erreichten die Truppen des absoluten Bösen schließlich die Hauptstadt der Allianz, Königsschlund. Die lachhaften verbliebenen Kräfte des Guten hatten sich hier eingefunden und machten sich für die letzte Schlacht bereit. Das Böse würde einen hohen Preis bezahlen müssen, um die Festungsmauern zu erstürmen, dachten sie. Plötzlich hörte man in der Nähe ein Grollen. Steine barsten auseinander und gaben einen alten Pfad in die Tiefen frei. Aus der Dunkelheit stellte sich langsam das unbesiegbare Böse. Mit mächtigen Schritten setzte sich das unaufhaltsame Böse in Richtung der Front in Bewegung. Für den Fall, dass es vergessen haben sollte, wie das funktioniert, wurde ihm eine formidable Hilfefunktion eingeblendet. Aha, okay. Jo, wo müssen wir denn lang? Wahrscheinlich hier hin. Erreicht die Festung. Selbst der Wald mit der Aura des ultimativen Bösen nicht stand und zog sich zurück. Man muss das Klicken da sein. Ein paar Einheiten der Allianz hatten sich hier verschanzt.
Zielstrebig bewegte sich das absolute Böse auf diese zu, Na, mit seiner komm. mächtigen Waffe Ganz niederzustrecken. relaxed, ne? Warte mal. Sound. Hä? Geht das Ganze eigentlich auch ohne Glock, Glock? Ich kann das nicht ausnehmen, diese Leute. Ach nee, komm ja Das jetzt. absolute Böse hatte ein Abzeichen entdeckt. Durch legendäre Auszeichnungen wurden Kreaturen noch mächtiger. Allerdings konnte eine Kreatur immer nur ein Abzeichen tragen. Mit gierigen, flammenden Augen nahm das heimtückische Böse die blutige Szenerie des Schlachtfeldes in sich auf. Hier würden die letzten Verteidiger des Guten sterben und ein Zeitalter des Bösen bräche an. Aha. Was muss ich jetzt tun? Ach, da drüben gibt es auch noch Leute. Okay. Was muss ich denn jetzt tun? Spring mal. Nee. Was? Das absolute Böse wiederum betrachtete die Szene aus sicherer Entfernung. Es überlegte sich, ob es noch einen kleinen Snack besorgen und zu sich nehmen sollte, während seine Kreaturen den Rest erledigten. Ja, die Fälle von Königslund. Liebe Freunde, ich bin ein bisschen überarbeitet. Nee, was muss ich denn jetzt tun? Na, will er doch mitmischen? Vielleicht, vielleicht auch Doch nicht. dafür war kaum Zeit, denn die Horden des Bösen waren zwar voller Tatendrang, aber ohne jede Taktik und wurden der Verteidiger nicht Herr. Die Geschosse der Allianzkatapulte verdunkelten den Himmel, aber die Kampffähigkeiten der Horde erreichten in der Finsternis ihren Höhepunkt. Wenn sie denn überlebten. Wir überleben. Das Gute zu besiegen fiel dem unaufhaltsamen Bösen so leicht, wie einem Kind den Lolli aus den Stummelfingerchen zu hauen. Da hast du allerdings recht. Da hast du allerdings recht. Wer lebt noch? Wer will noch mal? Ach, da oben. Oder? Oder da. Nichts und So. niemand konnte das unbesiegbare Böse aufhalten. Das unbesiegbare Böse ist gleich mal tot. Also, ja. Also, nee, also. Das absolute Böse zerstörte mit Leichtigkeit das westliche Lager der Verteidiger. Nun Ja, leistete und nur das. noch ein lächerliches Lager dem absurd Bösen Och man, oh. Widerstand. Aber auch dieses würde nicht lange standhalten können. Der Erzähler finde ich ja extrem süß, ne? Das ist so süß. Oh, ein Katapult. Nur eines? Die Fühle mich Kräfte des Guten beleidigt. hatten gegen das absolute Böse keine Chance. Das absolute Böse zerstörte mit Leichtigkeit das östliche Lager der Verteidiger. Die Verteidiger vor der Stadt waren geschlagen und am Boden. Nun war es an der Zeit, Königsschlund anzugreifen. Jetzt Die greife finale ich an. Schlacht stand bevor. Ja. Das ist nur Das ein Stadttor war Tutorial. fest verbarrikadiert durch die Bogenschützen der Allianz. Doch das absolute Böse würde sich von solch einem ridikülen Hindernis kaum aufhalten lassen. Also los, vernichte sie endlich! Das absolute Böse nutzte seine übermächtigen Zauberkräfte, um diese Bogenschützen auszuschalten und das Tor der Stadt zu öffnen. Ja, genau. Ach so. Ach so. Ja. Mensch.
Ach Gott, herrje, ich vergaß. Ja. Ziel zu weit weg. Das absolute Böse hatte mit seinen Ah. Kurzes kommt gleich, deren Kräften zerstörte das absolute Böse mühelos das Hindernis und löschte zugleich eine ganze Gruppe von Verteidigern aus. Der Weg in die Hauptstadt war nun frei. Das Komm absolute jetzt. Böse zögerte keine Sekunde. Nein, warum auch? Also das Tutorial ist ja recht witzig, muss ich sagen. Das heimtückische Böse betrat Königsschlund. Ein kleines, lächerliches Häufchen Verteidiger stellte sich ihm in den... Plötzlich öffneten sich die Türen mehrerer Häuser der Stadt und mit lautem Gebrüll stürzten sich Verteidiger in vieltausendfacher Zahl auf das überraschte Böse. Ein Hinterhalt! Und plötzlich ging das absolute Böse zu Boden. Der Tag war gerettet, das Gute hatte gesiegt. Die Allianz lebte von da an glücklich und zufrieden, während die geschlagene Armee des Bösen ihr Dasein nun im Untergrund fristen musste. Nein, natürlich nicht. In Wirklichkeit wurde das absolute Böse keineswegs besiegt, sondern es ruhte sich nur kurz aus, um sich nach einer kurzen Pause zu umso größerer Schrecklichkeit erneut zu erheben. Genau, so war's, nicht wahr? Also, was ihr wieder vom Bösen denkt. Was ihr wieder denkt vom Bösen. Nee. Er hat wieder so. Na, komm jetzt. Zerstör mal das Teil hier, das nervt mich. So. Na, ein bisschen schlafen darf man ja auch noch auf dem Kriegsfeld. Oder nicht? So. Das unbezwingbare Böse hatte die Verteidiger geschlagen. Königsschlund war sein. Zumindest dachte es das. Oh. Aus dem Nichts tauchten plötzlich die letzten Helden der Allianz auf. Ein weiterer Hinterhalt? Langsam wurde es langweilig. Doch halt. Jo. Diesmal schien etwas anders zu sein, denn die Helden hoben die Hände und setzten zu einem unverständlichen Singsang an. Ein magisches Ritual? Das verhieß nichts Gutes. Also, tatsächlich verhieß es durchaus etwas Gutes. Es sei denn, man war das absolute Böse. Okay. Irgendwo in den Tiefen eines Dungeons erwachte das ultimative Böse. Es wusste nicht, was geschehen und warum es erwacht war, aber es sann auf Rache. Rache ist mein. Die letzten Helden des Landes hatten sich zusammengetan und huben zu einem mächtigen Bannspruch an. Mit einer drohenden Geste und einem Ich komme wieder auf den Lippen. Das absolute Böse wurde gebannt und seine Essenz zersprang in mehrere Teile. Seine Schreckensherrschaft war beendet. Die guten Völker der Oberwelt jubilierten und für ihre Allianz begann ein Zeitalter des Friedens. Diese Glückseligkeit. In den Untergrund verbannt, aus dem sie gekommen waren. Verdammt dazu, als Kanonenfutter für vergnügungssüchtige Abenteurer zu dienen. Versteckt an den unzugänglichsten Orten der Welt ruhten indes die verbliebenen Aspekte des absoluten Bösen. Niemals wieder sollte es das Licht der Oberwelt erblicken. Bis zu diesem Tag. Irgendwo tief unter der Erde erwachte das ultimative Böse. Ja, Zwergenkrieger sind nicht nur gut gepanzert, sie haben auch eine Aura, die ihr bla 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 unwichtiges Zeugs. Die Menschen in der Oberwelt haben mich verbannt.
Das Die ruft Hand des nach Terrors Rache. erhob sich, gesteuert durch das ultimative Böse. Jo, da sitze ich auf dem Thron. Los, Hand des Terrors, erhebe dich doch endlich! Ich schlafe noch. Es war wohl vernünftig, den Raum zu erkunden. Dazu musste zunächst Licht gemacht werden. Ach so, okay. Noch nicht hell genug. Im Au. Licht konnte man nun einen alten Thronsaal ausmachen. Die Umstände blieben rätselhaft. Die Hand des Terrors flog durch den Thronsaal, jedem Gedanken des ultimativen Bösen folgend. Nach ein paar Flugübungen konnte das ultimative Böse die Hand mühelos steuern. Es war an der Zeit, Kreaturen hervorzurufen, die ihm ergeben waren und für ihn die Drecksarbeit verrichten würden. Schnodderlinge waren der Bodensatz eines jeden Dungeons und kümmerten sich um dessen Instandhaltung. Flugs heuerte das expandierende Böse einen an. Der erste Schnodderling erschien und war bereit für die Arbeit im Dungeon und dazu vor dem ultimativen Bösen im Staub zu kriechen. Schnodderlinge waren wichtig für das ultimative Böse, denn sie kümmerten sich um viele wichtige Kleinigkeiten, wie beispielsweise das Ausgraben neuer Flächen. Das psionisch begabte Böse spürte etwas Wichtiges, das im Süden verborgen war. Es wies seine Schnodderlinge an, in diese Richtung zu graben. Flink wie ein feiges Huhn machte sich ein Schnodderling auf den Weg zur markierten Stelle und hub Flink an wie zu ein... graben. Und siehe da, die Kreaturen des erfreuten Bösen waren offenbar fleißiger gewesen, als es gedacht hatte. Ein großartiger Dungeon hatte sich hinter der Wand verborgen. Oh, Alles da war gibt's... bereits vorhanden. Türen, Fallen, eine gut gefüllte Schatzkammer. Moment, Schatzkammer? Wo ist hier bitte schön eine Schatzkammer? Tja, Ja, nun gut, bei diesen danke. hirnlosen Schnodderlingen durfte man nicht zu viel erwarten. Ich Zunächst wollte musste dich einiges auch Gold gerade ausgegraben werden, um Platz für eine Schatzkammer zu schaffen. So, Flugs markierte die Hand des Terrors einige kleine Goldadern, damit die Schnodderlinge diese ausgraben könnten. ja, Tutorial live, ne? Nachdem die Goldader markiert war, machte sich alsbald ein Schnodderling auf den Weg, um dort wertvolles Gold für das gierige Böse abzubauen. Ja, so sei es. Und wo bringt er jetzt das hin? Ach so, neben... Ah, ja. Wie soll es auch anders sein? Ja, ich liebe das Spiel einfach extrem. Du musst einen Dungeon ausbauen, Räume ausbauen und Kreaturen ausbilden und die Helden kommen dann ab und zu mal hier runter, also so war es im ersten Teil zumindest. Und die musst du dann quasi verteidigen. Okay. Grabe das Gold ab. Sind ja schon dran. Hier, das ist alles Gold, 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 Nachdem das Gold Gold. zum Großteil abgebaut war, errichtete die Hand des Terrors flugs eine Schatzkammer an dieser Stelle, um das Edelmetall auch lagern zu können. Wie mache ich das? R. R. T. Ah ja, okay. Mit Bravour meisterte das clevere Böse diese Aufgabe. Von nun an konnten Schnodderlinge abgebautes Gold in einer Schatzkammer lagern, wo es dem gierigen Bösen zur freien Verfügung stand, um weitere Ja, Räume zu muss. errichten oder neue Kreaturen anzuwerben. Schnodderlinge waren zwar schön und gut, aber zu schwach und zu feige, um den Dungeon verteidigen zu können. Nachdem es sich selbst nicht wehren Hast du jetzt konnte, das Gold würde gleich das mal? ultimative Böse einige Orks anheuern müssen. Doch diese verlangten nach Nahrung. Flüssiger Nahrung. Bier, Flüssiger auch um noch. es ganz präzise zu sagen. Als nächstes So. war es also angeraten, eine Brauerei zu errichten. Dafür musste zunächst Platz geschaffen werden. Das ultimative Böse hatte das Gefühl, dass seine Diener nicht richtig spurten. Ob ein beherzter Klaps der Hand des Terrors auf die Arschbacke des Niedrigen das wohl ändern würde?
Mit einem freundlichen und überhaupt nicht behutsamen Klaps ermunterte das sadistische Böse seine Kreatur dazu, gefälligst schneller zu arbeiten. Los! Schneller! Ihr seid zu langsam! Los, schneller! Los! Ihr seid zu langsam hier! Weiter! Komm schon, das geht schneller! Das ist eine immer lebende Goldmine, Der oder Platz wie? für eine Brauerei stand nun zur Verfügung. Und mit dem Schnippen eines Fingers des Terrors wurde der Raum gebaut. Schnippen des Terrors. Na, ich schnippe aber nicht. Sehr Kann ich mal... gut, doch der jüngst errichteten Brauerei fehlte ein Braukessel. Mit einem resignierten Seufzer kümmerte sich das überarbeitete Böse auch noch darum. Oh, ich muss alles machen hier. Ist unglaublich. Mache ich das? Wie mache ich das? Ah, Raumart anklicken und dann... Okay. Ohne große Mühe errichtete das fleißige Böse einen Braukessel, um so Ja, ich schnell bin wie fleißig. möglich Wogen köstlichen Bieres herstellen zu können. Einer der Schnodderlinge begann am Braukessel zu arbeiten. Das Aha. nostalgische Böse verschob Gedanken an Oktoberfest und Blasmusi auf später. Jetzt standen wichtigere Aufgaben an. Sowohl Bier als auch Gold waren im Dungeon nun vorhanden. Es war an der Zeit, zum Schutz gegen gierige Helden und was sich sonst noch im Untergrund herumtrieb, einige Kreaturen zur Verteidigung anzuheuern. Ja, Momentan waren lediglich noch einfache Orks dem ultimativen Bösen treu ergeben. Der Rest der Horde hatte sich schwer betrunken und in alle Winde verstreut. immer das Böse, immer das Gleiche. Ah, nein. Hau ab, bau mal ein bisschen Räume. Ich baue jetzt hier noch die Schatzkammer aus, damit wir noch mehr Gold platzieren können. So. Okay. Was soll ich bauen? T. Ah, nee. Ne? Nee. Nee. 5 von 5 Orks. Ah, Mann. Orks 1, waren 2, defensive 3, Nahkämpfer, 4, die es mit vielen 5. Gegnern aufnehmen Okay, konnten. 4. Jedoch zeigten sie eine große Anfälligkeit gegenüber Fernkampfangriffen. Der Gold. Dungeon des expandirungswütigen Bösen wuchs und 350. gedieh. Allerdings hatte es das Maximum an Bevölkerung erreicht, das es derzeit kontrollieren konnte. Nun würde es zunächst eine Kreatur ins bodenlose Loch werfen müssen, ehe es eine andere anwerben könnte. Es ist Zahltag. Ein unheimlicher Gong dröhnte durch die Hallen. Er bedeutete nichts Gutes für die Schätze des ultimativen Bösen, denn mit Habe ich jedem jetzt? Gongschlag würden sich seine Kreaturen ihren unverdienten Sold abholen. Es gab wenig, Hä? was es dagegen tun konnte, da es an den Thron gefesselt war, und somit musste es den Gelüsten seiner Diener freie Hand lassen. Vorerst. Mit einem langgezogenen und schnell leiser werdenden verschwand die Kreatur in der Grube der Nutzlosigkeit. Ach Diese so. Heimtücke zauberte ein Lächeln auf das Gesicht des ultimativen Bösen. Jo, ich muss zuerst warten, bis der Text zu Ende ist, bevor ich da was tun kann. Ja, Geld fehlt mir, sammelt schneller. Schneller. Los. Was machen die?
Okay. Die verstärken meine Wände. Plötzlich ein verlauster Ork kroch aus der Tiefe herauf und unterwarf sich dem ultimativen Bösen. Der erste Schritt zu einer kampfkräftigen Armee war getan. Das tiefgründige Böse hatte nun genug vom Dungeon Sightseeing und wollte nun an die Oberfläche ziehen, um ein Gericht zu probieren, das am besten kalt serviert wird. Rache! Sicher würden einige Angehörige der Allianz den Zugang zur Oberwelt bewachen. Eine feine Vorspeise für das Wieso will rachsüchtige ich jetzt in Böse. die Oberfläche? Oh, okay. Wieso will ich jetzt in der Oberfläche, Mensch? Mit Orks bewaffnet oder was? Auf der Suche nach einem Ausgang zur Oberwelt stießen die Kreaturen des namenlosen Bösen auf ein Spinnennest. Um dieses auszuräuchern, würde es mehr als einen Ork brauchen. Mit der Hand des Terrors griff das abgrundtiefe Böse sich mehrere seiner noch kampfunerprobten Kreaturen und warf sie auf Ach so. das Spinnennest. Wo? Wo sind sie? Das waren 3. Du bist am falschen Ort. Komm her. Kämpf. Mühelos Mann. gingen die Spinnen zu Boden. Das strategisch versierte Böse klopfte sich selbst auf die Schulter, dass es seine Truppe so clever in die Schlacht geführt hat. Gut gemacht. Geführt meine ich, einfach über dem Gegner abgeworfen. Die Grundlagen eines Dungeons waren vorhanden, doch die Brauerei war mickrig und bot kaum Platz, um Bierfässer zu lagern, und die Schatzkammer machte ebenfalls einen winzigen Eindruck. Oh Schnell nö, machte die sich ist, das ich finde, expandierfreudige Böse daran, seinen Dungeon zu erweitern. wow. Das Böse ist erwacht. Doch die Brüder schlafen noch. Was Was bist war du das denn denn? für einer? Das stand überhaupt nicht in meinem Skript. Komischer Kauz. Egal. In Wir deinem wollen uns dem Manuskript. Dungeon widmen. Jo, dann widme dich mal dem Dungeon. Errichte weitere Schatzkammern. Ist die jetzt nicht noch groß genug? Nun ja, dann mache ich hier noch 5 auf 5. Oh. Ah, Aus der sag doch, Dunkelheit dass ich das auch schälte so sich mache. eine gewaltige Monstrosität auf 8 Beinen. Die menschlichen Wächter dieses Dungeons waren wohl schon seit längerem Vergangenheit. Nun herrschte hier eine riesige Spinne mitsamt Jo. ihrer Brut. Würden Sam und Frodo ihr Entkommen und ihre Reise zum Schicksalsberg fortsetzen? Oder sollte dies das Ende des Ringträgers... Oh, Moment, falsche Stimme, falscher Text. Wo waren wir? Falscher Film. Eine riesige Spinne, im Folgenden die Spinnenkönigin genannt. Es galt, Oh, die Einfallsreichtum, Spinnenkönigin zu ey. beseitigen, bevor die Horde an die Oberfläche gelangen konnte. Die Spinnenkönigin sandte eine Welle ihrer Kinder aus. Selbstverständlich war sich das ultimative Böse dieser Gefahr bewusst und machte sich sofort Natürlich. zur Verteidigung bereit. Oh Gott, wenn das mal gut geht. Ach komm jetzt, ein bisschen Vertrauen in mich und dann hast du sicher was Gutes. So, come on. So. Errichte eine größere Schatztruhe. So, wo sind diese Spinnenkreaturen? Hä? Es ist Zahltag. Ja, Zahltag haben sie nur im Kopf.
Und eine weitere Welle von Spinnen machte sich auf den Weg, das ultimative Böse zu vernichten und anschließend einzuspinnen. Speichern. Naja, habe ich hier eine Schatztruhe, wo ich nicht hätte machen müssen. Nicht so schlimm, ich bin immer noch da. Vergrößere deine Brauerei. Euer Thronsaal wird angegriffen. Wird er? Wo sind meine Orks? Orks, wo seid ihr? Jetzt gehen sie saufen, ich glaub's ja nicht. Euer Thronsaal wird angegriffen. Wo denn? Ich sehe keine Feinde. Nur eine hässliche Spinne. Naja. Wo habe ich denn hier? Wo habe ich hier ein Zeichen, wie viele Leute das ich hier betreiben kann? Ach hier. Maximale Bevölkerung. So. Verschönert euren Dungeon. Ugh. Die Spinnenkönigin ließ abermals ihre Kinder den Dungeon angreifen, obwohl diese Taktik beim letzten Mal schiefgegangen war. Ein Ja, gewisser irgendwann muss sie ja. KI-Programmierer hätte hier doch endlich mal seine Arbeit machen können. Mit Witz und Humor punktet das Spiel. Nicht genug Geld. Ja, nee. So, die Orks kommen und greifen an. Na, das wollen wir doch mal anschauen. Hier. Und sammeln natürlich auch Erfahrung. Wumm, jetzt gleich mal noch Bier holen. So, komm schon. Schneller abbauen. Schlafen Sie wieder. Schneller. Schneller. Los. Der glückliche Finder. Aha. Hier habe ich ein Geschenk für dich. Was kann ich jetzt mit dem machen? Mit dem. Oh, komm her jetzt. Was kann ich jetzt mit dem machen? Der glückliche Finder. Keine Ahnung. So, Brauerei. Alle wollen immer nur Und Bier. eine weitere Welle von Spinnen machte sich auf den Weg, das ultimative Böse zu vernichten und anschließend einzuspinnen. Wenn du jetzt das gleiche erzählst wie... Ja, aufstehen und zuschlagen. Der Thronsaal wird angegriffen. Ja, ich greife gerade die Spinne an. Hab jetzt keine Zeit. Die widerwärtige Abartigkeit namens Spinnenkönigin hatte der Horde nichts entgegenzusetzen. Später würde das feinfühlige Böse aus ihren Innereien eine Lavalampe anfertigen lassen. Der Weg an die Oberfläche tat sich auf. Nun war es an der Zeit, die Rachepläne in die Tat umzusetzen. Das Aber nicht mit den niederträchtige 5 Orks. Böse wollte an dieser Stelle unheilvoll lachen, doch sein körperlicher Zustand ließ dies nicht zu. Stattdessen bat es den Erzähler darum, ein unheilvolles Gelächter an seiner Stadt anzustimmen. Na gut, dann mal los.
Das Spiel ist einfach nur so witzig. Oh, ich freue mich mit euch, ah, dieses Projekt weiterzuführen. Wie es weitergeht, schauen wir dann beim nächsten Mal, weil, ne, das ist halt, das Spiel ist einfach so witzig. Also ich amüsiere mich. Das ist nur mal der Anfang, nur relativ einfach gestaltet. Wir müssen dann später schon auch selbst überlegen, wie man mit das unter ne, Geld sorgen und so weiter. Kommt alles noch, aber ich finde einfach den Kommentator, der Erzähler, der ist so geil. Der ist manchmal auch ärgerlich, aber trotzdem, die Sachen, wo er erzählt, hammergeil. Liebe Entwickler, super Arbeit. Dann Dungeon Keeper hat mir ja schon gut gefallen und Dungeon 2 auch. Die ersten paar Minuten, wirklich geile Sache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.